Liebe Freunde, ich habe heute ein Backerl gekriegt. Wollt ihr raten, was hier drin ist? Keine Ahnung. Ich zeig's euch einfach. Pralinen. Ich weiß nicht, warum ich an Aufklebebärte denke, aber mir fällt nichts anderes ein. Okay, da kennt's mich schlecht. Denn es ist natürlich... Eine riesen Schachtel mit kleinen Senftitel drin. Na klar. Na klar. Also, ich bin ja eine sogenannte... Anja schüttelt nur den Kopf. Ich kann nicht mehr. Zurecht. Ich bin ja eine Das ist sogenannte Wahnsinn. Sportskanone. Und um meine Elektrolyte auch während meiner Sporteinheiten zu mir zu nehmen, habe ich mir gedacht, das sind so kleine Senfbackerl, perfekt, weil die kann ich mir dann eine zuzeln. Während ich hier meinen Lauf mache und so weiter. Das ist, das ist perfekt. Und jetzt habe ich mir einen riesen Vorrat bestellt. Wir sagen keine Marken. Vielleicht sagen wir Marken. Nein, wir sagen keine Marken. Ich habe nämlich extra eine nette Nachricht dazu geschrieben, in der Hoffnung, dass ich vielleicht auch eine nette Nachricht zurückkriege. Ich bin einfach ignoriert worden. Sie haben mir das Backerl so geschickt. Eingeworfen haben sie es, die kleinen Tüteln, das Backerl. Was stand dabei bei deiner Nachricht? Ich habe gesagt, ich liebe Ihren Senf. Er enthält alle Elektrolyte, die ich für meine Sporteinheiten brauche. Danke. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass du es da für Sporteinheiten geholt hast und nicht für Suff-Einheiten. Ne? Ja. Ja, gut. Ich finde, das Da wär macht er es sicher- noch komischer. Er wird sicherlich auch für die ein oder andere, für den ein oder anderen Morgen danach zum Einsatz kommen. Also, liebe Na Wellensittiche, wenn euch irgendjemand erzählt, hey, da war so eine komische im Fitnessstudio, die hat einen Senf Gefressen. Aus dem Backel gezuzelt. unterm Gewicht stemmen, dann war das der Räder. Freut mich. Nächstes Mal einfach auch Servus sagen. Ich gebe auch was ab von dem Senf. Das ist kein Problem. So Radlfahrer ziehen sie ja immer so ein ekliges Gel rein. Vielleicht auch einfach mal stattdessen Senf probieren. Ja, probiert es einfach. Vertraut's mir. Nein, doch, das ist ganz normal. Das Ja, schön, doch. tanz mal. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Ich habe übrigens gerade saure Milch getrunken. Hoffe, es gefreut Was, euch. weh, warum? Weil ich probiert habe, ob es noch gut ist. Sie waren nicht mehr gut. Also, Schon. bitte. Schon. Aber jetzt gibt's hier ein Cappuccino mit frischer Milch. Geil. Ah, sehr gut. Reimsaufen. Gott sei Dank. Ja gut, nachdem Daniel jetzt ihren Cappuccino hat, starten wir eine in diese Folge und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zu dieser neuen, grandiosen Podcast-Folge. Mal schön, dass ihr wieder da seid. Das ist ja Wahnsinn, wie oft wir uns in letzter Zeit hergehen. Also war es Irre, einmal in der irre. Woche. Jeden Donnerstag. Ja. Es kommt mir vor, als hätten wir gerade eine Folge aufgenommen. Naja. Ja, es kommt mir vor, als wären wir jede Woche in euren Ohren innen drin. Gott sei Dank, es ist wunderschön in euren Ohren innen drin. Auch wenn es nicht immer gescheit putzt sind. Das ist Aber eklig. Okay, Hauptsache wir sind drin. Mir. Das ist das Motto von Freelight. Dreh's im Boah, Swingerclub. Aber gut, ist egal. Machen wir weiter. Bitte keine Swingerclub-Folge. Ich habe nicht angefangen. Hier sitzt Dres, die gerade nicht im Swingerclub ist. Leider. Servus. Und Anja. Aber der, Und ich bin Vreni. Servus. Hallo. Servus. Ich möchte mich noch kurz bedanken, dass ihr nochmal sauber Gas gegeben habt bei meiner Songpromo. Und der Song kommt heute Nacht
Also für alle, die natürlich hier fleißige Wellensittiche sind und die Folge ganz frisch hören, um 0 Uhr. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr den zu eure Playlisten hinzufügt etc. Das schmeckt am Spotify-Algorithmus sehr, sehr gut oder wo auch immer ihr das hört. Danke dafür. Und für alle, die das später hören, Lied ist schon draußen, schickt die. Schickt die. Die geile Scheim heißt übrigens Fliegen von Anja Bavaria. Abfahrt, So. ab auf die Playlist. So. Und dieses Lied hat mich auch ein bisschen inspiriert, weil ein paar geschrieben haben, dass das ja irgendwie jetzt schon ein Hochzeitslied ist, aber mal anders als andere Hochzeitslieder, weil es halt tatsächlich auch Bums drauf hat. Oder wie ein erzürnter Herr letztens bei mir kommentiert hat, bum, 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 grausam. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich so jetzt in Zukunft meine Musikrichtung nenne. Das klingt gut. Das klingt Irgendwie gut. passend. Ja. Vielleicht ein dein Bio schreiben, bum, 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 grausam Musikmacherin. Ja. Wir müssen zugeben, dass wir vor der Veröffentlichung von der letzten Folge aufnehmen müssen, weil eine von uns auf eine sportliche Senfmission geht. Also voll, wie vorher schon erwähnt, falls ihr hört, dass da eine komische war, die Senf gegessen hat. Wir sagen jetzt nicht wo, aber ihr werdet es wissen, es war der Räder. Es war der Rede. Und er wird uns dann noch auch berichten, hoffentlich, was Ja, war. auf jeden Aber dementsprechend Fall. können wir jetzt auch gar nicht auf euer Feedback zur letzten Folge eingehen. Das tut uns natürlich leid. Aber Ja. dann die Folge Aber drauf. ihr kriegt trotzdem eine Folge. Ja. So was zu müsst ihr singen. singen. Wir lassen euch nicht hängen. Einfach mal dankbar sein. Gell? Machen wir so. Sehr schön. Ja, und um jetzt nochmal zurückzukommen, zurück zum Thema, weil der Song ja ein bisschen, ja, Hochzeitssongs-Vibes hat und ich mich bei dem Lied ja auch bedient habe an einem sehr berühmten Hochzeitssong aus vergangenen Jahrhunderten, wollte ich heute ein bisschen mit euch über Hochzeiten reden. Und da frage ich euch gleich an dieser Stelle, seid ihr verheiratet aktuell? Seid ihr noch zu haben? Nein, Manfred. Kannst du es noch probieren? Also nein. Anja? Kannst du Ja? probieren. Wenn du uns jetzt fragst, vielleicht geht ja, Ja. was. War eine Überlegung wert. Ja. Aber bei der Res dauert's ja vielleicht auch nicht mehr lang, weil die hat uns vor der Aufnahme erzählt, dass sie schwer beeindruckt ist von jemandem auf am Dating-Profil. Ja. Auf einer Dating-Plattform, so rum. Ja, brutal. Die Person hat mir erzählt, dass sie als letztes Buch das kommunistische Manifest von Marx gelesen hat. Und da schlaft mir komplett der Arsch ein. Nicht, weil ich unseren Genossen Marx nicht leiden kann. Ganz im Gegenteil. Aber ich finde es einfach so schlimm, wenn Leute so liegen. Also bitte, bitte. Bitte, halt doch dein Maul. Oh, ich bin so intelligent. Ich Ja, lese ja, mal. genau. Sieh mich an. Ich habe ein wichtiges Buch gelesen. Wow. Ist klar. Ich glaube, das ist ähnlich wie wenn man früher gefragt worden ist beim Chatten, also als wir noch Teenies waren, hat man ja früher auf ICQ und so gechattet, like wer kennt. Und da ist man dann immer gefragt worden, so, was machst du gerade? Und ich mein, niemand hat was gemacht. Jeder ist vor dem PC geguckt und hat ein bisschen gesappert. Und hat gechattet. Man hat chattet, ja. Aber man hat sich immer was ausgedacht. Also ich hab da natürlich immer geschrieben, ja, ein bisschen Gitarre spielen. Ja, brutal viel Gitarre gespielt, wenn ich gerade tippt hab. Nur damit ich irgendwie interessanter wirke. Oh Gott. Also so ich schlimm. habe immer geschrieben, chatten. Und du? Na, echt, warst du so cool, dass du es einfach gesagt hast? Das Naja, ich leider nicht. finde ich gut. Bisschen Musik hören. Musik hören, ja. Musik hören immer gut, ja. Oder halt das kommunistische Manifest lesen. Naja. Müsst ihr Oder das. wissen. Das geht auch nebenher sehr, sehr gut. Ist eine leichte Sowas Lektüre, so muss man Lektüre. wissen. Also, Genau, das liest sich ja, halt so die- weg. Kann man sich schon mal zum Einschlafen reinziehen. Ich müsste jetzt halt liegen und sagen, dass ich das gelesen hätte. Daher kann ich leider nicht mitreden. Es ist Ja. okay. Wenigstens behauptest du nicht, dass das letzte Büchlein ist, das du gelesen hast. Also,
Vielleicht hört der aus Versehen jetzt unseren Podcast und hört das und hat's wirklich gelesen und dann wird er sie so rumpelstilzchenmäßig einen Hax ausreißen, weil er so sauer sein wird, dass du das erzählst. Denken, blöde Sau. Ich hab das gelesen. Ja, aber wenn man das gelesen hat, dann schreibt man irgendwas Witziges. Ja. Dann schreibt man, du wirst das nicht glauben, aber Ich weiß, wie das klingt, Verstehst? aber bla bla bla. Aber es war Irgendwie tatsächlich sowas. so. ja. Ja, mein Bier und Bier ist rot. Na, Mein Gott. Meine auch. Ja, das nächste Mal. so dermaßen dunkelrot. Habe deri. Gut. Haben wir das besprochen? Zu romantischeren Themen. Auf wie viele Hochzeiten wart ihr schon? Ich kann, glaube ich, keine Zahl sagen, aber bestimmt 10. Also wir sind auf jeden Fall zweistellig unterwegs mindestens. Ja. Bei euch so? Ich bin auch auf jeden Fall zweistellig unterwegs. Ich habe tatsächlich sehr viele Cousins und Cousinen, die alle älter sind wie ich. Also ich bin die Jüngste in dieser Familie. Und da war ich überall auf die Hochzeiten. Und in den letzten Jahren sind auch noch einige Freundinnen dazugekommen. Also wenn ich so grob überschlage, bin ich auch auf jeden Fall bei um die 15, würde ich sagen. Anja? Ich kann es gar nicht sein, weil ich ja früher auch Hochzeitssängerin war. Ja. Ich war ja einer schrecklichen Coverband, von der ich ja auch schon mal berichtet habe. Das Das ist My Roman Empire. Man sagt ja, dass Männer irgendwie mehrmals am Tag ans Römische Reich denken und ich denke mehrmals am Tag an der Anja in Coverband. Und macht da regelmäßig Du Arschloch. eine Gedankenreise hier in diese Zeit. Das klingt wundervoll. Ja, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und da habe ich schon nur deswegen, war ich auf viele Hochzeiten und so privat persönlich natürlich auch. Da ist dann wahrscheinlich so wie bei euch ungefähr. Also bei mir ähnlich, plus die Arbeitshochzeiten. Okay. Aber wenn ihr jetzt halt heiratet, angenommen, also eure Traumhochzeit quasi, darf ihr die überhaupt groß feiern? Res? Ich habe im Bekanntenkreis ein Ehepaar, die einfach nur zu zweit am Strand geheiratet haben. Und einer Hochzeitslied ist Buffalo Soldier von Bob Marley. Und irgendwie, ich finde das so schön, diese Vorstellung, die zwei am Strand und im Hintergrund läuft Buffalo Soldier. Das hat irgendwie was für mich. Aber auf der anderen Seite finde ich auch eine große Party mit alle Leuten, die ich lieb, sehr, sehr verlockend. Also glaube ich, da die mir das nicht nehmen lassen wollen. Ich darf, glaube ich, schon groß feiern. Ja. Ja. Du? Je älter ich werd, desto kleiner wird meine Traumhochzeit in meine Gedanken. Wir sind ausgeladen, Anja, merkst du das? Das trauen sie sich nicht. Seid's nicht, ihr Wichser. In dem Fall möchte ich euch ja gar nicht verarschen, weil selbstverständlich will ich den Tag mit meinen Lieblingsmenschen verbringen. Und natürlich seid ihr sehr weit oben auf der Liste. Dementsprechend. Na, ich weiß nicht, ich glaube, so ein Mittelding war's. Also ich hätte jetzt keinen Bock da auf 100 Leute oder so. Ich darf schon wirklich meine engsten Freundinnen und Freunde dabei haben wollen. Und halt nur die engste Verwandtschaft vielleicht. Werden da die Cousins und Cousinen und ihre Nähe 1000 Kinder dann quasi nicht eingeladen oder was? Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es haben mir ja nicht alle Cousins und Cousinen eingeladen. Aha. Möchte ich dazu sagen. Das ist einmal eingerissen, weil die ersten haben angefangen und da war das völlig klar. Und irgendwann haben sie dann mal erdreistet, nur noch meine Eltern einzuladen und mich nicht. Finde ich okay. Das weiß ich noch, wer das war. Ich führe Buch. Verena findet es anscheinend nicht okay. Na, Schmarrn. Ich finde es natürlich völlig okay. Es müssen ja Leute, die nichts mit mir zu tun haben, weil sie mich nie sehen, müssen mich nicht zu einer Hochzeit einladen. Das finde ich krass, dass in manche Kulturen da ja wirklich 1000 Leute eingeladen werden. Ja. Und nicht als Übertreibung, sondern halt wirklich 1000 Leute. Ja. Dass die dann Leute auf einer Hochzeit haben, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Das ist ja so schon oft, wenn plus eins ist, was ich voll nett finde. Ja.
wenn dann da Leute eingeladen werden, die das Brautpaar nicht mal kennt. Also das ist was, das da die auch nie erwarten, wenn jetzt ich da irgendeinen Freund hab, den noch keiner gesehen hab, so, dass der dann unbedingt mit muss. Aber gut, soll jeder machen, wie er will. Genau. Aber irgendwie... Und du, Anja, wie darfst denn du feiern? Oder Entschuldigung, Ja, weiter. alles gut. Ich muss da nur nämlich manchmal dran denken, dass ich ja auch schon Typen, also Ex-Freund, auf Hochzeiten begleitet hab. Und jetzt haben da die Verwandtschaft von denen haben da jetzt ein Beutel, wo ich mit drauf bin. Und ich habe halt gar nichts mehr mit denen zum tun. Das hast du ja. Also brutal. gut, das kann eigentlich immer passieren. Das kann auch passieren, wenn wir verheiratet gewesen waren oder so. Aber trotzdem. Damit so schon nichts miteinander zum Tag gehabt. Dann war ich auf der Hochzeit und dann noch auch nie wieder was miteinander zum Tag. Ja. Also es ist irgendwie tut's mir leid, dass Gute ich da war. Taktik da an der Stelle immer sie an den Randtisch stellen. Kann man abgeschnitten werden zur Not. Ja. Ja, gut. Stimmt, ja. Eigentlich, wenn man Anstand hat, dann muss man sich an den Rand stellen immer. Stellt man sie an den Rand. Oh Gott. Sich als Fotografin anbieten. Jetzt haben wir sehr viele Leute sehr nervös gemacht. Die Wahrscheinlich. genießt trotzdem die Festel, wenn ihr da eingeladen seid, dann wird es schon passen für das Brautpaar. Eben. Auf jeden Fall. Aber stellt euch lieber mal an den Rand. Lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn ihr euch denkt, ihr wisst ja noch nicht, ob das was Gescheites wird, dann wirklich an den Randtisch stellen. Das ist, was Verena sagt. Ich habe zwar nichts verstanden, aber sie wird ist recht leider haben. nicht durchgekommen bei uns, aber macht nichts. Anja, wie schaut deine Traumhochzeit aus? Groß oder klein? Also ich glaube, ich gehe da auch mit euch mit. Wobei, Dress hat er gar nicht gesagt, ob sie nicht auch 1000 Leute einladen hat. Sie hat eigentlich schon gesagt. Groß. Ich finde schön, dass wir gleich zum Tanzen anfangen. Ist anscheinend die Stimmung besser bei der großen Party. Ja, ich finde so, also für mich selber da die jetzt dann nicht sagen, oh nein, also es muss jetzt genau die Zahl sein, aber so, wisst ihr wegen meinem 8-Fetisch, da mich natürlich so 88 Kleid oder so sehr gefreut. Hat auch andere Bedeutung, nur die Zahl, aber das ist okay. Ja, aber da kann ja eh nichts dafür. Also man muss Nein, ja kannst von den du Nazis nicht. auch nicht Kannst alles du immer nicht. kaputt machen lassen. Nein, muss man nicht. Die nerven muss mir ja man so schon genug. Wo darfst ihr denn heiraten? Also in welcher Art von Location? Wäre es das Schloss oder eine bayerische Wirtschaft oder am Strand? Was war das für euch, Res? Ich habe kein konkretes Gebäude im Kopf, aber ich hätte gern so irgendwas richtig Altes. Darf auch gern so schlossartig sein. Ich möchte auf jeden Fall so gotische Fenster, also die Fenster, die so ein Bogen sind und dann oben spitz zulaufen. Gibt's manchmal in Kirchen. Das war mir wichtig. Ja, ich finde gut, wenn das dann nicht so spezifisch ist, dein Wunsch. Ja, es ist nichts Spezifisches. Ja, also irgendwie, es soll so ein bisschen an Vampir-Vibe haben. Das hätte ich gern. Das war mein Traum, glaube ich. Ja. Okay, wild. Ja. Okay. Hast du vor, einen lebendigen Menschen zu heiraten? Darüber rede ich in einer anderen Folge. Oder sind wir jetzt wieder bei den Objekten? Der Airbus muss natürlich einpassen in diese Location. In die Kirche. Deswegen eine Kirche. Eine Kathedrale für den Airbus. Naja, was habt ihr gedacht? Ich hab's noch nicht aufgegeben. Er wird schon eines Tages nur erkennen, dass ich die richtige Frau für ihn bin. Ja. Und ja, es geht gerade nicht mehr um einen Der Airbus. weiß schon noch. Naja, weiter im Text. Verena, wo darfst du gerne heiraten? Wenn ich mir die Gutwetter-Variante vorstelle, dann war es, glaube ich, einfach eine grüne Wiesen, ganz ehrlich. Also da ist auch das Bergblick. Festel dann. Da ist auch das Festel. Irgendwie stelle ich mir da gerade den Stall von meinem Bruder vor, weil das ist auf einem Hügel eine grüne Wiese und einen Bergblick. Ich muss da dran denken, dass du vor 2 Folgen erzählt hast, du möchtest einfach eine Kuh sein, die irgendwo weidet und irgendwie, also, okay. Ich habe mir auch Es gerade ist ein vorgestellt, Muster. wie sie malmt. Es ist ein Muster. Ja, es gibt wohl Es nur ist ein Muster. kurz, groß und Hai zum Fressen auf deiner Hochzeit. Na schön, ich freue mich. Was möchtest du machen? Naja, alternativ, wenn man jetzt drin sein muss, weil es scheiß Wetter ist. Chorkur ist, Stall. ja, dann.
wenn man keine Kuh ist. Ja, bei uns kann man zum Beispiel auch in einem Schloss heiraten, tatsächlich. In meinem Ort kann man standesamtlich heiraten im Schloss. Oha. Dann da die dies machen, glaube ich. Ah, süß. Vorausgesetzt, jemand möchte mich in diesem Schloss zur Frau nehmen. Bist du ein Airbus? Weil dann ist meine Antwort ja. Der Airbus passt leider in dieses Schloss nicht rein, weil Aber so groß ist dann doch nicht. Wenn du ein Airbus warst, dann, Ja. dann da die da drin heiraten. Aber da müssen die im Innenhof stehen. Ja, schaust du von draußen ein. Im Schlosshof. Oh Gott. Okay. Okay. Nein, das wird schon noch. Das wird schon noch. Aber die Anja, die schmeckt halt auch wie ein Michi, was soll ich machen? Ja, Ich bin ja der Almöhi in dieser Dreierbeziehung. das stimmt. Ich weiß nicht, in wie vielen Bereiche ich noch mit der Anja streiten soll. Es reicht jetzt dann mal. Ziegen, Almöhi, jetzt auch nur um die. Es geht irgendwann nicht mehr. Ja, gut, dass ich kein Airbus bin. Nein, da müsste man nicht streiten. Oder Anja, wie schaut's bei dir mit Airbusse aus? Oh oh. Ja, Okay, gut. Passt. Wow. alles in gut. Ordnung. Da musst du mit der Antonia Deeskaliert. streiten. Da streiten die mich nicht, Das ist da ein anderes einigen wir Thema. uns. Ach so? Du, Anja, wo darfst denn du eigentlich heiraten, wenn du heiraten darfst? Ich weiß nicht, wie du auf die Frage jetzt kommst, aber ich darf voll gern einfach in einer klassischen Wirtschaft heiraten, in einer bayerischen, aber es wäre cool, wenn es schon so ein bisschen saalmäßig, urig war, gern mit so alte Balken und so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist irgendwie auch auf einer Almhütte, aber halt in groß. Das da die schön finden. Und am liebsten auf einem Berg mit wunderschönen Ausblick. Aber die Vorstellung finde ich auch sehr schön. So richtig in die Berg und mit geilem Panorama. Das ist Ja. schon schön. Schon cool. Und ich kann mir ja auch gut eine Winterhochzeit vorstellen, weil mein Lieblingswetter ist ja Sonnenschein und Glitzerschnee. Aber das ist ja auch was du jetzt vorher nicht so bestellen kannst. Falls irgendjemand Ja. von die Wellensittiche so eine Hochzeit gehabt hat, schickt's mir gerne mal ein Beutel, das darf mich total interessieren. Weil das war nämlich auch noch was, wo ich mir dann gedacht hab, wenn man das wirklich so durchziehen darf, dann sieht man die als Braut vielleicht auch nicht auf die Fotos. Also, Dein Koffer da. Das ein bisschen kann überbelichtet ist. Weiß jetzt auch nicht. Aber darf mich interessieren. Schickt's gern mal. wenn du Braut in Weiß bist, schon, ja. Ja, das stimmt. In Bayern heiraten ja auch viel im Schalk, in einem Trachtengewand, in einem schwarzen mit bunten Schürzel. Echt? Echt? Habe ich noch nie gesehen. Ja, nicht. Ein Schalk? Das ist wieder so ein Bergler-Ding, oder? Was, ihr habt ja nie einen Schalk gesehen? Na. Na, also, dass wir da drin heiraten, na. Ja. Ich weiß auch, ich kann das Wort gerade auch gar nicht zuordnen. Ja, nicht. Habe ich noch nie gehört. Also ich kenne den Schalk, den man im Nacken hat, aber einen Schalk? Der wird es wohl nicht sein. Na. Aber Mira kennst dann dementsprechend auch nicht, oder was? Ein Mieder, Ja, doch. ein Mieder Ein Mieder schon. kenne ich schon. Ja, und wenn eine Frau heiratet und die richtig bohrisch ist, dann heiratet die im Schalk. Das ist quasi die erwachsene Version dann von Mira. Ab da darfst du kein Mira mehr anziehen, quasi. Und was ist der Unterschied? Mei, das schaut einfach ein bisschen anders aus. Wenn ihr nicht aus Oberbayern seid und genauso viele Fragezeichen gerade über dem Kopf habt, wir blenden Ich euch bin auch natürlich... aus Oberbayern und habe Fragezeichen im Kopf. Okay, wenn ihr nicht aus den Bergen seid, so ist Anja, wir blenden euch natürlich Beutel ein. Ich kenne diese schwarzen Mieder mit die Blumen vorn drin, Ja, aber für ja. mich ist ein Mieder nicht zwingend Tracht. Also ich bin gerade verwirrt. Also ein Schalk hat schon auch Blumen vorn drin. Aber der schaut einfach nur mal anders aus. Warte, ich schicke Okay. euch jetzt ein Foto. ich sag das, Ja, ja, ich sieh's. aber für mich ist das einfach ein schwarzes Dirndl mit Blumen im Dekolleté. Nein, das ist kein normales Dirndl. Irgendein Wellensittich ist bestimmt im Trachtenverein und kann uns aufklären. Ja, krass, dass das bei euch nicht so ein Ding ist. Dann ist das nur in die Berg. Ja. Also es heiraten schon Leute auch in Tracht, im Dirndl. Die haben aber dann halt meistens einfach irgendein helles Dirndl an. Ja, das ist bei uns Standesamt, aber wenn sie halt dann kirchlich heiraten,
Dann kommt schon. Ah, okay. Mhm. Dann eher weiß bei uns. Tatsächlich. Ja, wir sind halt nur die Urbayern, gell? Ja, ihr seid halt erst konservativ. So nämlich. Ja, dann hat sie meine Frage da eigentlich schon beantwortet, dass ihr wahrscheinlich auch im weißen Kleidl heiratet und nicht im Scheuk. Oder täusche ich mich da? Nein, da liegst du Gold richtig. Für mich nicht in der Tracht heiraten auch nicht in Frage gekommen. Ich hätte auf jeden Fall auch in einem weißen Kleidl heiraten wollen. An der Stelle da ich gern vom Plan von meiner Freundin Becky erzählen. Die hört den Podcast auch. Liebe Grüße, falls du uns Liebe gerade Grüße. hörst. Grüße. Und die hat immer die Vorstellung gehabt, dass sie mehrere Kleidel will an ihrem Hochzeitstag. Also eins für Vormittag und dann eins für Nachmittag ein kürzeres und dann abends so ein Partykleid noch. Und am besten ist es aber ein Kleidel und du kannst so verschiedene Teile abmachen. So einen Rog abmachen zum Beispiel und dann ist ein Mini-Kleid. Das klingt gut, Genau. ja. Das fand Das ich klingt immer richtig sehr cool, cool, die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ich weiß heiraten darf. Ich weiß auch gar nicht, ob ich größer wie Standesamt heiraten darf. Keine Ahnung. Aber wenn sowas war, also wenn es jetzt Standesamt war, dann war es wahrscheinlich auch eher ein Dirndl oder irgendein schönes Kleid, aber jetzt nicht unbedingt das typische weiße Hochzeitskleid. Keine Ahnung. Ja gut, weiß auf der Wiesn auch schwierig. Vor allem auf alle Viere, wenn du am Großen bist, dann machst du alles voller Großfläche. Ich muss auch zugeben, dass ich Fliegen auch rausbringen wollte, weil es mich brutal interessiert hat, wie ich eigentlich in einem Hochzeitskleid ausschaue. Das ist für mich auch der einzige Grund, dass ich gern heiraten möchte. Groß. Dass du weißt, wie du in einem Kleid ausschaust. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann kann ich einfach Hochzeitslieder rausbringen und da ist auch singen. Aber Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, traue ich mich nicht, dass ich irgendein Hochzeitsmodengeschäft da frage, ob die mir da ausstatten für einen Dreh. Ach so. Weil ihr kennt's mir, ich bin schon ein bisschen geschlampert und so. Ich hab dann Angst, dass ich da dann voll den Pfleg reinmache oder so, bei einer 1000-Euro-Kleid. Eine Freundin von mir ist mal angefragt worden für ein Hochzeitsshooting. Also da ging's um Haare und Make-up, glaube ich. Und die hat dann mit ihrem Freund zusammen, also die zwei sind bis heute nicht verheiratet, aber die hat dann mit ihrem Freund zusammen ein Hochzeitsfotoshooting gemacht. Das heißt, die haben jetzt einer die Hochzeitsmodel Das ist schon. aber lustig. Und sollten die jemals heiraten, dann haben sie es schon. Kann eigentlich dann ein gröbiger Tag werden. Praktisch, ja. Spaß das ist. Ich glaube, ich kann mir überhaupt nicht entscheiden, welcher Kleidel das ich haben möchte. Aber ich glaube, es war so, ich habe mir ein Video gesehen, wie ein Typ in einem Auto keine Luft mehr kriegt, so bei seiner Braut. Also dabei, andere Kulturen haben sie ja wirklich brutal große, ausgestellte Brautkleider, also so Reifen unten drunter und so. Und die neben ihm guckt er so in einem kleinen Auto und er ist einfach untergegangen in dem Kleid. Und das ist so süß, weil dann der Schwenk auf sie kommt und sie so, sorry. Süß. Und da siehst du in so einem Kleidel? In sowas sehe ich mich auf jeden Fall, ja. Also ich möchte auch gern dann. Ja, Entschuldigung. denk auch, dass du ein sehr krasses Prinzessinnenkleid hättest. Aber das war auch so meine Vorstellung und dann ist es vielleicht doch nicht so. Was ich auch voll schön finde, sind diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber da, wo man dann ein bisschen ausschaut wie eine Fee. Also, die, wo so schulterfrei sind und, aber dann so Ärmel haben, die halt off-shoulder, so ein bisschen runterhängen. Ja. So wie mein Outfit heute, liebe Wellensittiche. Verena ist halt eine Fee. Ach, oh, ja. Aber du brauchst ein bisschen mehr Tüll für mich. Was darfst ihr für einen Schnitt haben? Ich glaube, ich müsste ganz viele Sachen durchprobieren. Ich kann das so jetzt gar nicht sagen. Oh Gott, mir fällt gerade wieder ein, wie du mal Gast warst Ja. und uns Pudel geschickt hast. Ja. Und die Kleidel, die du probiert hast. Und du hast einfach jetzt Gast. Ja, das Es war waren schlimm. aber auch sehr große Tüllhaufen. Ja. Und die waren da auch zu groß, oder? Ja, Deswegen keins ist es davor auch- hat mir richtig gepasst. Es Ja. war Das hat brutal schrecklich. ausgeschaut. Ja. Es war schön, wie du da ins Ei blendest.
Ich hab die Fotos nicht mehr. Wenn ihr die noch habt, schickt's mir's gern, dann blend die ans Ei. Ich hab im Kopf das Beutel, wo ich so ein leberwurstfarbenes Kleid Ja, habe. das habe ich auch im Kopf. Und richtig grantig schaue, weil es ungefähr das 10. Kleidel ist, das ich anprobiere und das passt halt wieder nicht. Das schaut wieder scheiße aus. Oh Mann. Ja, Mann. Ja. Ja, ich hätte auf keinen Fall was mit Tüll und Glitzer an. Ich war eher schlecht unterwegs, glaube ich. Ja, passt ein bisschen Oder zu im deinem Dirndl. königlichen Stil. So. Ja. So Wart ihr schon mal dabei bei einer Freundin, die ein Hochzeitskleidel ausgesucht hat vielleicht? Nein. Meine Freundinnen haben alle noch nicht in weiß geheiratet. Ach so, okay. Ich habe eine Freundin, bei der ich Trauzeugin war, die mich mitgenommen hat zum Hochzeitskleidel probieren. Und ich war völlig am Ende. Ich habe gefühlt bei jedem Kleidel, wenn sie aus der Umkleidekabine rausgekommen ist, war ich so, oh mein Gott, du bist so schön. Das ist jetzt so ein toller Moment. Ich war völlig aufgelöst. Du warst auf jeden Fall eine Hilfe, oder? Hast aber immer Ja, ich war eine große Hilfe. Ich habe gesagt, nimm alle. Aber die hat Aber zum Schluss voll auch schön. so ein richtiges Prinzessinnenkleid genommen, ohne Ärmel. So eine Corsage, ganz viel Tüll, ganz viel Glitzer im Tüll drin noch. Das war auch brutal. Ja, sehr, sehr schön. Also auch an dieser Stelle, liebe Wellensittiche, schickt's Fotos. Wir schauen's gerne an. Ja. Von euren Hochzeitsoutfits, was auch immer das war. Natürlich auch die Männer, haut's es raus. Ja, bitte. Und wenn es was Außergewöhnliches ist, dann müsst ihr gleich noch dazu schreiben, ob wir es in Story hauen dürfen. Das da Ja, mich gefallen. Genau. Das war gut. Wie dat ihr feiern im Sinne von, dat ihr so bohrisch feiern? Also so, keine Ahnung, manche haben ja einen Hochzeitslader, der so durch den Tag führt und mit Brautverziehung oder was auch immer die Bräuche bei euch sind und anscheinend unterscheidet sie das ja sehr oder hätte ihr sowas alles gar nicht und es war halt einfach in Anführungsstrichen normale Party. Ich denke gerade über das Schloss nach, in dem ich feiern darf natürlich. Und ich wünsche mir auch, das möchte ich nur sagen, ich wünsche mir, dass da einen Garten gibt mit viel alte Baum und da möchte ich Lichterketten gespannt. Also wenn jemand Lichterketten braucht auf der Hochzeit, dann, also Entschuldigung. An das habe ich auch gedacht, als Verena das mit der Wiesen gesagt hat, da habe ich dann sofort mal gedacht, da fehlen aber dann die Baum, wo man die Lichterketten reinhängt. Ja, Das sehe ich auch, ist voll schön. Das ich kann auch man richtig anderweitig lösen. alles klar, Verena. Zwischen die Kier einfach kriegen wir hin. Lichterketten Ich wollte gerade spannen. sagen, das lass kriegen die wir Kier, lass die Händel stehen. Hörst du auf? Da spannen wir Lichterketten um einen Laufhof rum. Das geht ja. Oh Gott. Ja, das nur zur Location. Ich hasse das Wort Location übrigens, aber ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht weiß, was man dann sonst sagen kann. Also- Örtlichkeit. Ja. Klingt wie ein Klo. Das klingt Ja, wirklich wie ein richtig. Klo. Als ich das erste Mal eine Booking-Info gekriegt habe, also als ich das erste Mal eine Booking-Agentur hatte, und dann habe ich so eine Info gekriegt über die Location und da wurde das Venue genannt. Ah, Habe ja. mich gar nicht ausgekannt, was das sein soll. Ja, Okay. finde ich auch schlimm. Ja. Aber Örtlichkeit kommt auch nicht in Frage für mich. Nennen wir es einfach, auch wenn es ein Schloss ist, Wirtschaft. In meiner Wirtschaft. Da die brutal feiern. Also ich möchte, dass das schon eher eine normale Party wird. Auch gern bei gutem Wetter draußen, Lichterketten, Baum und so. Finde ich auch schön. Aber trotzdem, da die Tradition des Brautverziehens, die müssen wir vielleicht kurz mal erklären, oder? Ich weiß nicht, ob es das außerhalb von Bayern gibt. Aber bei uns ist so, dass auf der Hochzeit ab einem gewissen Punkt die Braut entführt wird und der Bräutigam sie auslösen muss, indem er sie zum Würstel macht. Also da muss er dann verschiedene Aufgaben erfüllen, auf am Holzscheitel knien, solche Sachen. Und außerdem muss er, also die Braut wird in verschiedene Lokalitäten entführt, meistens sind es mehrere Stationen und dort dringt die Braut Echt? mit dem, ja, ich kenne das schon so. Okay. Ich kenne nur eine Station. Ach so, okay. Also bei uns ist halt so viel du schaffst in der Zeit, bis er die findet. Echt, oder? Ja. Ja, krass. Und da, also verschiedene Bars oder Kneipen, Borzen, wie du es nennen magst. Und da muss er dann Okay. natürlich auch die Zeche zahlen, die Braut mit ihrem Entführer oder der Gruppe an Entführer, das ist oft der Trauzeuge vom Bräutigam und halt sein Entourage, was die versuffen haben, muss er dann auch noch zahlen. Das finde ich schön und das darf ich auf jeden Fall auch
integrieren wollen, aber nicht mit so, also ich habe da echt schon unangenehme Spiele erlebt, zum Teil, wo der Bräutigam echt ganz, ganz schlecht wegkommt. So arg müsste es nicht sein, aber ein bisschen an Event-Charakter soll es schon haben. Genau, das hätte ich gern. Okay. Ich kenne das so überhaupt nicht. Also ich finde das voll interessant, ja. Okay, verzählt's mal, wie das bei euch ist. Also bei uns ist es so, dass die Braut schon verzogen wird, aber meistens in den Weinkeller der Location. Also Ja, ist bei uns auch so. man geht quasi einfach vom Saal, von dieser Gaststätte in den Keller runter, in den Weinkeller. Keller, ja. So. Und da kommt dann auch die Band mit, in kleinerer Besetzung manchmal, und spielt dann da unten eine Musik und dann saufen wir einfach alle gemeinsam Wein. Also es ist dann kein Geheimnis, wo die Braut ist. Das ist einfach ein bisschen ein Witz. Ah, spannend. Okay. Ja, so kenne ich das auch. Und ich kenne es auch eher so, dass nicht der Trauzeuge vom Bräutigam die Braut entführt, sondern eher die Spätzle von der Braut. Also, dass der Braut ihre Leute die Braut verziehen. Aha. Und die Leute, die zum Bräutigam kehren, bleiben beim Bräutigam und die anderen gehen ja eher so mit der Braut schon mal mit. So in die Richtung. Das wissen die jetzt gerade gar nicht. Aber ja. Ah, spannend. Dass das so so variiert. Gut. Und die Auslöse ist halt oft dann irgendein zusätzliches Fest, irgendein Grillfest oder Ach so. was auch immer. Ah, das kenne Genau. ich so auch nicht. Also, dass man quasi nach der Hochzeit dann eigentlich nochmal eine Party für seine Freundin am Freund veranstalten muss. Also ihr kennt es gar nicht, dass er so Scheidel knieren muss und irgendwelche... Na. Ach krass, Na. okay, weil das Na. finde ich so unangenehm, wirklich Sadomaso und Niederbayern wieder. Aber Ja. was macht der auf dem Scheidel? Ja, der muss auf dem Scheidel knien und verschiedene Fragen über die Braut beantworten oder halt irgendwelche okay. anderen Fragen oder irgendwas aufsagen Ja. oder so. Und Aber ist das dann nicht so ein bisschen ein Stimmungstief für alle Leute, die dann da nicht dabei sind? Oder was machen die in der Zeit? ich weiß nicht, ich war immer beim Brautverziehung dabei, keine Ahnung. Ach weiß so. es nicht. Ja, also bei uns ist so, dass halt der Bo mit der Braut mitgingen und alle anderen gingen mit dem Bräutigam mit. Und der kriegt halt dann irgendeinen Lumpen angezogen und einen Besen in die Hand oder so. Oder eine Laterne oder Stimmt. irgendein Scheiß, Das halt, bei das uns ein bisschen auch. lächerlich ausschaut. Ja. Und dann gingen alle, die sonst noch da sind, am Bräutigam hinterher. Ja. Wahnsinn, Also die, ich genau. kenne das ganz anders. Krass. Und dann entweder halt in den Weinkeller oder es ist auch ab und zu so, dass das Brautverziehen dann in einer anderen Wirtschaft oder so ist. Okay. Genau. ja, das ist immer sehr Okay. feuchtfröhlich. Ja. Ja. Weil bayerische Leute saufen dann an Wein wie Bier und dann Ja. geht's am meisten sehr, sehr schnell anders. Bei uns wird da gar kein Wein getrunken, bei uns wird da geschnapselt. Echt? Echt? Nur Schnaps? Ja, Ach, das Schmarrn. Ja. Das ist ja wild. Ja, das ist ja ja. echt wild. Ja. Da geht's Ach richtig so. zu. Ja. Also bei uns gibt's einfach Wein. Wasser und Wein. Und das ist auch immer so spät nachmittags, eigentlich vorm Abendessen. Aber bei uns ist mittlerweile so, dass sehr viele Leute das auch nach dem Abendessen Ja. machen. Das ist ein Gescheiter. Also dass eher so Nachmittagshochzeiten sind, wo es dann Kaffee, Kuchen gibt und dann gibt's Abendessen und danach ist Brautverziehung und einfach Party bis. Bei uns ist das auch spät. Also sonst kann das Bis ja nicht spät. schnapseln. Stell dir das vor. Da ist ja alles vorbei, bevor es das Abendessen gibt. Ja, ja. Aber für viele ist halt schon vor dem Abendessen vorbei gewesen. Krass. Ah, ja. Oft. Das stimmt, ja. Ui, Das ist eigentlich, ja. Das ist schwierig. Verrückt, dass das so unterschiedlich ist. Ja. Aber gut, da gibt's ja, ich glaube, so viel verschiedene Traditionen, Bräuche Ja, und bestimmt, so. ja. Bei so richtig bayerische Hochzeiten bei uns gibt's dann ja auch, wie gesagt, eben einen Hochzeitslader, der halt die Leute schon einlädt zur Hochzeit und da halt dann auch so Gesatzerl aufsagt, also so Gedichte über die Gäste und so. Ja. Ein bisschen Roast-mäßig. Witze verzeihen. Ja, die Roast-Gedichte, das ist Abdanken. Mhm. Das macht man so relativ am Ende, ja, oder so nach dem Abendessen eigentlich. Da Ja. werden dann alle mal einmal durchlassen, also die Eltern der Brautleute, die Trauzeugen und Trauzeuginnen, die Geschwister meistens noch. Das war's dann, glaube ich, so ziemlich. Ich höre das alles Da wird zum halt immer ersten irgendein Mal. Gesatzel, irgendwas, was sich reimt. Und was sich reimt, ist gut. Ahahaha. Wird da aufgesagt. Ja.
Da schlägt der Meister Eder wieder zu. Oh je. Ja. Hochzeitslader an sich finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn das mehrere Leute sind, die Gesellschaft, wenn einfach einer, der ein bisschen so leitet sozusagen. Das ist nicht und verkehrt. sagt, jetzt gehen wir da hin, jetzt machen wir das. Ja. Und so, also der die Malte ein bisschen zusammenhält und da einfach ein bisschen Struktur einbringt. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, es gibt nur so viel. Ich glaube, das darf jetzt hier die Folge sprengen, aber schreibt uns gern mal, was bei euch so gemacht wird. Bitte. Kennt ihr zum Beispiel ein Granzler-Paar, das gibt's bei uns noch? Schreibt uns das mal. Das kenne ich auch. Aber Verena, wie darfst denn du feiern? Wie darf ich feiern? Ich glaube, ich bin tatsächlich einfach bei so einer lockeren Gartenparty irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, es war gar nicht so mit Wirtschaft und Brautverzierung so, sondern es war einfach ein Standesamt und danach ein gemütliches Beisammensein. Was ich auch lieben darf, war, wenn das nicht so steif ist, sondern ein bisschen so Echt? partymäßig einfach. Was? Du magst es nicht steif? Nein. Wenn es jetzt zum Beispiel so verschiedene Streetfood in Anführungszeichen Stationen gab. Ja. Wenn man da einfach ein bisschen rumsteht, ein bisschen rumlernt, eine geile Musik ist, gar nicht erst so krass am Tisch hockt, sondern das von Anfang an ein bisschen aufgebrochen ist, dass einfach das eine Party ist und kein so ein wir hocken uns hier und stehen dann nie wieder auf. Das ist immer so schwierig, die Leute dann irgendwie wieder hochzukriegen, finde ich. Oder wenn es zumindest die Möglichkeit gibt oder Anreize gibt, dass man aufsteht und sie bewegt und oft ist ja so, dass irgendwie Platzkarten gibt und jeder hat seinen Platz und da hockst dann den ganzen Tag und so. Irgendwie fände ich es schön, wenn man es auch schafft, dass die Leute so untereinander ein bisschen vermischt werden und dann nicht die immer die gleichen beieinander hocken, so wie es halt immer beieinander hocken, sondern dass das mal ein bisschen... Ja, weil ich glaube, dass da nur eine Lösung gibt, dass das passiert. Da wir mal, das ist meine geheime Theorie, da mache ich mich vielleicht jetzt auch ein bisschen unbeliebt, aber ich glaube, das Einzige, dass die Leute wirklich vermischen ist, wenn du denen nicht einen +1 erlaubst. Wenn da alle ohne einen Partner kämen. Mit denen, also klar, wenn jetzt Brautpaar wirklich mit jemandem befreundet ist, okay. Wenn, dann ist was anderes. Aber sonst, sobald es eine Pärchenveranstaltung wird, reißen sie gefühlt die Leute immer ein bisschen mehr zusammen, als wenn man ohne einen Partner da ist. Echt? Ja, ich finde schon. Das, also wie gesagt, das ist meine geheime Theorie, dass das helfen wird. Okay. Weil so ein Mädelsabend ist ja auch viel geiler, wenn dein Partner nicht dabei ist. Und ich glaube, das dehnt sie ja aus, also so gern man den Menschen mag. Aber wir reden jetzt hier von Ekstase und ich glaube, das sieht die Person genauso. Ekstase, ja. Ja gut, Ekstase, ja. Ja, es gibt vielleicht schon ein paar Ausnahmen, aber also, wie gesagt, es ist ja nur eine Theorie. Probiert es mal aus und berichtet uns. Lasst einmal die Partner aus, mit denen ihr nichts zum Tor habt und berichtet uns. Ja. Aber ich überlege jetzt gerade, mit welchen Partner von meinen Freundinnen ich wirklich so gar nichts zum Tor habe. Und gefühlt ist das keiner. Aber wenn man natürlich jetzt wirklich streng drüber nachdenkt, dann wahrscheinlich die meisten, weil natürlich hat man halt Kontakt, weil man ja mit der Freundin Kontakt hat, klar. Ja. Ja, das meine ich jetzt nicht, also so streng jetzt dann auch wieder nicht. Aber zum Beispiel, wenn man seine Arbeitskollegen einlädt, dann gibt's ja auch +1 oder so. Ach so. Dass die nicht allein Ja, das sind. darf ich glaube ich auch nicht machen. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen hemmt. Ich glaube, dass das funktioniert. Also es darf schon auch helfen, wenn generell Partner da waren. Ihr dürft alle nur allein kommen. Das klingt jetzt auch so, als wäre ich da voll für Fremdgehen oder so, gell? Das meine ich, das war nicht da. Ich weiß nicht, das ist Echt? So hab ich's einfach gar nicht interpretiert Überhaupt nicht so. Ja, aber so, jeder soll ja allein kommen. Ja, ich weiß schon. Man ist ein bisschen ein anderer Mensch, wenn man nur unter seine Freundinnen ist. Also, oder? Ja, anderer Mensch vielleicht jetzt nicht, aber ich kann's nicht erklären. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, auf jeden Fall. Also du darfst quasi
+1 Verbot aussprechen und dann in Ekstase feiern. Habe ich das richtig verstanden? Das war deine Party in der Wirtschaft. Nein, ich muss sagen, dass ich da gar nicht so bin, weil ich weiß ja, dass auf meiner Party ja schon mal ihr zwei seid. Da ist Antonia. Da bin ich. Das heißt, es wird sie schon mal aufgeführt. Ja. So oder so. Ja. Rum Und oder der Rest meiner Freundinnen kann sie auch aufführen. Also, ob sie da jetzt dann weitere Personen zurückhalten, ist uns dann meistens ja scheißegal. Deswegen Ja. gibt's da bei mir kein Verbot. Alles gut. Ja. Ja. Ich glaube aber auch, sollte eine von uns einen eventuellen Partner mitbringen, was auch wurscht. Oder? Naja, wenn's in daheim lässt, war's auch wurscht. Wenn der dann sein kommunistisches Manifest rausholt, dann ist die Party Dann halt darfst du leider die doch vorbei. trotzdem aufführen. Na, dann da die mich hieß jetzt nur lesen natürlich, hä? Ja, okay. Oh Gott. Ich hätte so Angst, dass du mit so jemandem zusammenkommst, der Soll dann ich auch ihm immer noch so mal sagt, der zurückschreiben? die dann vielleicht auch so unter Kontrolle hat und dann so Sachen sagt wie, Gott. das ist peinlich, mach das nicht. Mach das nicht. Oh Gott. Das war schlimm, ja. Ja, und dann darf man nicht einmal schubsen, weil du magst, mein Gott. Gott, ich dann trotzdem schubsen. Ich hab gedacht, das war ein Unfall, Verena. Das war pure Absicht. Naja. Meine Eltern waren letztes Mal in der Stadt von einem von Res Ex-Freund, da wo der sich öfter aufhält, und mein Papa hat zu Res gesagt, schick ein Foto, Den lassen wir zusammenfallen. damit sie wissen, wen sie schubsen müssen, falls du vorbeigänger. Und das ist der Einsatz, Zurecht. den ich mir von alle wünsche, ehrlich gesagt. Ja. So. Da so. wird Ich geschubst. hätte auch geschubst. Danke. Okay, eine Frage dann noch, weil es wird hier echt Ja. viel. Welches Special müsst es bei euch geben auf der Hochzeit? Ich nenne euch mein Beispiel. Das Beispiel, das kennt ihr sowieso schon, weil das habe ich wahrscheinlich schon 200 Mal erwähnt, dass mir das wichtig war, wenn wir über unsere potenzielle Theorie-Hochzeit reden. Wir haben dieses Gespräch nämlich auch schon privat geführt, liebe Wellensittiche, mehrmals. Ich möchte halt unbedingt um 12 Uhr in der Nacht, dass hier ein Dönermann meines Vertrauens vorbeischaut und Döner macht. Das würde ich so geil finden. Ja. Das da der geil finden. Oh, wenn du dann einen richtigen Rausch hast und dann denkt der Dönermann an die. Sagt, hier, ich hab noch alles für die, frisch, lecker. Und er nennt die Chef. Oh, Ja. geil. Mir hat noch nie ein Dönermann Chef genannt. Er hat die noch nie Chef genannt. Oh, dann hat's keine Freund. Oh, oh. Ja, aber egal. Ich hoffe auf jeden Fall, der Dynamo ist um 2 immer noch da, wenn ich dann Hunger habe. Und ich hoffe, er nennt mich auch nicht auf meiner Hochzeit Chef. Ich will gerne den Chef genannt werden. Da fühle ich mich, als hätte ich mein Bart schön. aufgeklebt. Wir haben das noch nie erzählt, dass dass das ein Ding ist mit den Aufklebebärte, oder? Ich glaube, das war's. Der Wellensittich Ja, dann sag's ja noch. Na, Na, Ich glaube, die haben da schon Videos gesehen. Zumindest, wenn's aufmerksame Fans von mir sind, wo ja ein paar da zuhören, grüß euch, ihr Lieben, dann haben die auf jeden Fall schon mehrere Videos von uns mit Aufklebebärten gesehen. okay. ich habe auch schon mal auf dem Wellensittich-Account ein Foto von uns mit Bärten postet. Wer mir auf Twitch folgt, hat mir auf jeden Fall auch schon mit Aufklebeschnurrbart gesehen. Es gibt auch ein Emote von mir mit Aufklebeschnurrbart, wo ich euch küsse. Naja, ich sag's nur, Stimmt, ein das bisschen ein liebe ich sehr. Vorteil, vorbei zum Schauen. Ja. MIEZEH. Jeden Dienstag streamt sie ja auf Twitch. Und wenn sie abonniert, dann könnt ihr auch diese wunderschönen, fertigen Räder sehen. Schaut gerne vorbei. Ja. Habt ihr auch sowas wie ein Döni? Ja, ich hätte auf jeden Fall, das ist ein bisschen so,
ich weiß nicht, warum ich da so eine Abgegung. Oh, ja, ich bin wirklich so. Schon halt. Ich weiß nicht, warum ich da so eine Abneigung dagegen. Jetzt hat. Kein Grund zu rappen. Ja. Gegen Pinterest-Hochzeiten hab, aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich einfach. Aber eine Sache, die ich sehr oft oder die ich damit verbinde, sind so Einwegkameras auf jedem Tisch. Und das da ich so schön finden, wenn du dann einfach Fotos hast aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Ja, Leuten. das Wenn du finde das ich von meinem Geburtstag erzählst, dann war ich jetzt. Bitte verzeih's, Anja, bitte. Nein, das muss Dreisatz sein. Vielleicht will ich doch keine Einwegkameras an meiner letzten Geburtstagsparty. Doch. Wollte ich Haben wir das auch nicht schon erzählt? schöne, ich Nein. glaube nicht. Nein, Wollte okay. schöne Momente kreieren. Wenn sie die Geschichte schon kennt, ihr Herz ist jetzt noch ein zweites Mal. Herz der Ja, Oma und- zu, wenn es vom Krieg Egal. verzeiht. Das ist eine schöne Geschichte. Auf meiner letzten Geburtstagsfeier hat es mehrere Einwegkameras gegeben, weil ich gern analoge Fotos haben wollte. Ich wollte von mir einfach ein Foto, auf dem ich nett ausschaue. Und es gibt ungefähr 500 Fotos von der Anja mit Aufklebebart. Und es gibt 2 Fotos, auf denen ich drauf bin und auf denen schaue ich aus wie der größte. Man muss aber auch dazu sagen, dass deine Fotos nichts geworden sind. Also, Mir hat einfach keiner fotografiert. nein, du hast uns Hat geschrieben. Anja sie Ja. Du hast Hat Anja sie selber fotografiert? Nein! Therese hat uns geschrieben, dass die Fotos jetzt entwickelt sind und sie wurde fotografiert bei jeder Person, die gekommen ist und sie umarmt hat. Ja, stimmt. Und die sind alle nichts geworden. Und dann hat sie geschrieben, aber wisst was alles, was geworden ist? Und dann sind lauter Fotos von mir gekommen. Und die hat auch nur sie selber gemacht. Ich kann nicht einmal sauer sein, weil die Fotos haben alle ich gemacht. Aber das ist auch wirklich das Trauerspiel meines Lebens. Schon in der Schulzeit immer war ich die Eure, die ihre Kamera mit in die Schule genommen hat. Ich habe so eine Digitalkamera gehabt, so eine geile, große. Und ich habe immer Fotos von alle gemacht und alle haben immer schöne Fotos von sich gehabt. Und ich habe nie schöne Fotos von mir gehabt, weil wenn man selber die Person mit der Kamera ist, dann, Ja. naja. Scheiße. Und auf dem Geburtstag habe ich gedacht, diesmal wird's was, diesmal gibt's süße Fotos von mir. Nein, aber es gibt sehr viele schöne Anja-Schnurrbart-Fotos. Vielleicht werde ich auch ans Ei blenden, Anja. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, okay. Ja gut, also vielleicht lasse ich von der Idee doch ab mit den Einwegkameras, das muss ich mir nur überlegen. Genau. Gibt es ein Special, sag einmal, Ich hab mir gedacht, brutaler Gähnen unter Druck. ich hab's gesehen, Nasenflügel sind immer größer, aber ich hab gedacht, du hebst ab. Sie ist doch ein Airbus. Entschuldigung, es ist spät. Ja. Ist in Ordnung. Gibt's irgendwas, was du unbedingt auf deiner Hochzeit haben wolltest? Ich will auf jeden Fall, dass da ein Cocktail und eine Spritzbar gibt. Ich im Swingerclub. Gibt's der Frau weniger Bier? Gibt's ja der Frau mehr Bier? Es ist ja eher üblich, dass den ganzen Tag über so Bier gibt. Beim Brautverziehen Wein. Und das war's dann aber auch. Und ich möchte, dass da auch Spritz und Cocktails gibt. Aber Spritz gibt's inzwischen schon oft, finde ich. Zu Lillet. Ja, Lillet, Waldbeere. Und das andere, Berry. was jetzt immer jeder einschüttet, das wo ich auch kreislich finde. Ein Sati Sprit. Ansati. Der ist recht handig. Den mag ich gern. Na, das war mir privat persönlich sehr wichtig. Okay. Ja, da gehe ich mit. Ja. Ja, doch. In dieser Sekunde ist mir jemand auf Twitch gefolgt. Ich möchte es nur mal kurz sagen, das ist bestimmt eine Person vom Wellensittich Stammtisch. Neumann 29. Merci. Es ist magisch. Schön, dass du Schöner da bist. So, meine Lieben. Dann kommen wir jetzt noch zu einer schnellen Runde.
Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da ich heute gern von euch extrem passend zum heutigen Thema wissen, was sind denn für euch die sexiesten versus die unsexiesten Autos? Das wollte nämlich ein Wellensittich von uns wissen, ein weiblicher. Und das fanden wir sehr, sehr lustig. Und wenn man gedacht, ja, der Räder muss sich vielleicht auch neu orientieren, weil eben Flugzeuge nicht so gut in die ganzen Wirtschaften reinpassen. Deswegen mit dem Auto kriegen wir das vielleicht besser hin. Daher, Res, was ist denn bei dir? Ich fange an mit den 3 unsexiesten Autos in meiner Welt. Auf Platz 3 ist der Audi Quattro. Das macht einfach gar nichts mit mir. Der ist, ich weiß genau, wie der drauf ist. Ich weiß genau, wie der über seine Frau redet. Das ist so ein Typ, der sagt, mein Alte. Und das geht einfach gar nicht. So ein Typ ist der Audi Quattro. Und das kommt mir nicht ins Haus. Deswegen machen wir weiter. Noch schlimmer. Auf Platz 2 der unsexiesten Autos ist der Fiat Multipla. Ihr wisst es vielleicht, schon oft zum hässlichsten Auto der Welt gekrönt worden. Der schaut einfach so ein bisschen aus, als wäre der Typ im Unterricht, der sagt, Herr Lehrer, wir haben für eine Hausaufgabe aufgehabt. Und deswegen finde ich, ist es ein verdienter Platz 2, weil auch das kommt mir nicht ins Haus. Und auf Platz 1 der unsexiesten Autos ist für mich persönlich Sally aus Cars. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber es ist das blaue, weibliche Auto aus Cars. Und ja, das hat ein bisschen eine Hintergrundgeschichte, weil die Leute aus meinem Chat in Twitch, die lieben das Auto, die sagen immer, das ist eine geile Mistsau. Und ich finde das absolut respektlos, das über ein Auto zu sagen. Ich finde, das ist ein ganz normales, unsexy Auto. Und sie sollen sich alle mal raffen. Deswegen ist Sally auf Platz 1 der unsexiesten Autos. Da möchte jemand Stress haben. Absolut. Kommen wir lieber zu was Schämen. Und zwar zu die 3 sexiesten Autos in meiner Welt, innen drin. Auf Platz 3, alle Cabriolets dieser Welt. Mit euch, da die auf jeden Fall auf ein Date gehe. Ihr seid so die lässigen, lockeren Typen. Ihr habt kein Problem damit, mir das Dach aufzumachen. Bei Regen machen wir es einfach wieder zu. Ist kein Problem. Finde ich attraktiv. Finde ich gut. Einfach mal oben ohne sein. Einfach auch mal oben ohne sein. Ungezwungen. Ja, mit euch da die auf jeden Fall ein Bier trinken. Dann auf Platz 2 ist der Volvo 850. Das ist so ein uralter Kastenwagen Volvo. Schaut ein bisschen aus wie ein Leichenwagen. Finde ich unfassbar sexy. Einfach Warum? Gern. Das kann ich nicht beschreiben. Weil sie auf Vampire steht. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Muster. Weil da der Sarg einfach perfekt reinpasst. Nein, ich weiß nicht. Ich finde das schön. Ich mag gern so Autos mit Charakter. Und ich habe das Gefühl, dass ein alter Volvo Charakter hat. Finde ich einfach, finde ich gut. Finde ich gut. Und ganz ähnlich geht's mir auch mit meinem Platz 1. Golf 1 GTI. Entschuldigung, aber es ist einfach objektiv betrachtet das sexieste Auto auf der ganzen Welt. Es ist uralt, es ist geil, es ist laut, es ist schön, es ist nicht zu groß, es ist aber auch nicht zu klein. Er ist der Ich habe Golf fürs so Leben. eine gegensätzliche Meinung. Bin schon sehr gespannt. Schön. Vreni, welches Auto darfst Ja. du denn daten, wenn du ein Auto warst? Okay, ich fange an mit den 3 schlimmsten Autos, mit denen ich niemals ein Date haben möchte. Auf Platz 3 der schlimmsten Autos, mit denen ich niemals ein Date haben möchte, ist ein Porsche Carrera. Das ist so ein klassischer Wadelbeißer. Der ist mir einfach zu aufdringlich. Der ist so wuselig, der ist ein bisschen geschleckt, der ist aufmerksamkeitsgeil. Na, mag ich nicht. Das ist nix für mich.
Auf Platz 2 der schlimmsten Autos, die ich niemals daten möchte, ist ein VW Caddy. Der mag schon nett sein, der Caddy. Aber ich weiß ganz genau, dass die einzigen Witze, über die ich auf diesem Date lachen werde, meine eigenen sind. Deswegen. Nein, danke. Ja, sehr gut. Und das schlimmste Auto, das ich auch niemals daten möchte, wäre ein Fiat Multipla. Weil der schaut so kacke aus. Der gibt mir solche Opfer-Vibes. Sorry, aber in dem Fall scheiß ich auf innere Werte. Er tut mir richtig leid langsam. Er ist eine arme Maus, ja. Das ist so ein in der Friendzone gefangener Bestie wahrscheinlich, der Fiat Multipla. Na, dann tut er mir sofort schon nicht mehr leid. Dann kommen wir zu den 3 besten Autos. Autos, die ich gern daten darf. Auf Platz 3. Kannst du vielleicht dazu sagen, wenn du ein Auto warst? Na, Jetzt bitte auch der nicht. Version-Film. Okay. Bleibt genau so. Dann kommen wir zu den 3 besten Autos. Autos, die ich gern daten darf, wenn ich selber ein Auto wäre. Auf Platz 3. Ein ganz einfacher, grundsolider Kombi. Ein Passat, ein Ford Focus, irgendwas in die Richtung. Die sind einfach grundsolide, die sind verlässlich, die stehen ja mit alle 4 Reifen im Leben. Das sind ganz normale Typen einfach. Ja. Ja, doch. Dann auf Platz 2 der Autos, die ich gern daten darf, war ich selber ein Auto, ist ein 7er BMW, weil er ist ein Bayer und er hat die weichsten Kopfstützen ever, so dass ich mich in seiner Umarmung richtig, richtig entspannen und wohlfühlen kann. Dazu darf ich gern kurz was einwerfen. Ich bin letztes Mal mit dem neuen Auto von jemandem mitgefahren auf dem Beifahrersitz und der hat diese Automatik gehabt, dass wenn man sie anschneidet und losfährt, dass der Gurt nochmal so nachzieht. Ja. Und da habe ich gesagt, so hat mich schon lange keiner mehr umarmt. Und das hat zu einem sofortigen Stopp des Autos geführt, weil der Fahrer so lachen müssen hat. Aber ja, ich verstehe das mit den Umarmungen sehr gut. Von einem Auto umarmt werden, nicht das Schlechteste. Ja. Auf Platz 1 der Autos, die ich gern daten darf, wenn ich selber ein Auto war, ist ein alter Ford Mustang. Weil der ist schnittig, der hat Klasse, der ist gut gepflegt, der ist ein bisschen außergewöhnlich. Das beeindruckt mich einfach. Da war ich dabei, da ich auch sagen. Okay. Aha. Anja, welche Autos darfst du gern daten, wenn du ein Auto warst und welche Autos nicht? Ich fange an mit die sexiesten Autos für mich. Wenn ich selber ein Auto war, dann darf ich auf jeden Fall auf Platz 3 einen 3er BMW daten. Bin ich selber ja mal gefahren, das Auto, also in der Cabrio-Variante und ja, ich mag das einfach, das Auto. Geil. Es ist nicht das Schönste auf der Welt, aber es löst schon irgendwie ein wohliges Gefühl in mir aus. Verstehe. Auf Platz 2. Ich bin einfach ein Mercedes-Kind. Mein Papa hat sein komplettes Arbeitsleben für Mercedes gearbeitet und daher bin ich da sehr, sehr geframed, wird Oma sagen dort. Deswegen war das ein Mercedes AMG in der C- oder E-Klasse-Variante. Finde ich sehr, 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 sehr schick. Und auf Platz 1 der sexiesten Autos ist das Auto, das mein Papa zuletzt in der Werkstatt hatte, bei ihm daheim und gekriegt hat. Ich weiß leider das Modell nicht, aber es war auch ein Mercedes, es war ein roter Oldtimer, ein Cabrio.
Und da muss ich sagen, war ich selber ein Auto, ich glaube, dass dieses Auto nicht männlich ist, ich glaube, das ist weiblich und für dieses Auto da die lesbisch werden, auf jeden Fall. Alles klar. In der Autowelt. Autos, die ich auf keinen Fall daten würde, wenn ich selber ein Auto war. Auf Platz 3, der VW Golf. Das ist für mich so ein typischer 19-Jähriger, der mir richtig auf die Nerven geht. So, einfach na. Auf Platz 2. Und ich möchte jetzt eigentlich was anderes sagen, weil ihr habt es schon runtergemacht und irgendwie, ich habe echt Mitleid mit ihm. War er eigentlich auch der Fiat Multipla? Ist leider halt urschier. Zu Recht. Aber es steht da, die auf ein Mitleidsdate mit ihm gehen. Okay. Ja, du. Das hat er auch nicht verdient. Ja, aber vielleicht muss man sich doch mal einen Charakter anschauen. Auf keinen Fall. Das weiß ich schon, wenn ich ihn anschaue. Jetzt kriegst du wieder Kommentare von irgendwer, die, weiß ich nicht, Stefans, die dann schreiben, selber ausschauen wie ein Fiat Multipla. Selber ein Speckschwarten unter der Windschutzscheibe noch da aus. Oh Gott. Na, ganz sympathisch dann solche Kommentare, die sowas so ernst und dann auf uns losgehen, aber passt schon. Und auf Platz 1 der unsexiesten Autos. Wenn ich ein Auto war, dann würde ich niemals auf ein Date mit dir gehen. Und zwar ist es der VW Caddy. Oha. Oh. Optisch, aber auch charakterlich, ein kompletter Müllhaufen. Ich meine, du arbeitest hier mit die Ordnungsbehörden zusammen. Also, na. Als bekennender Bleifuß. Ja. Er ist ein kleiner Stasi-Mitarbeiter. Na, mögen wir nicht. Tut mir leid. Ist mir wurscht, was man alles in die eine kriegt. Ja. Toll, so praktisch. Na. Schon viel Platz. Wenn ich die irgendwo am Straßenrand sehe, bin ich schon sauer. Wenn er weiß es vor allem. Liebe Wellensittiche, schreibt uns doch mal gern, wenn ihr daten darf, wenn ihr ein Auto wart und wenn ihr auf gar keinen Fall daten darf. Interessiert uns sehr. Wen wir auf jeden Fall daten dann, warten wir selber Wellensittich der Woche. Ist der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, lasst mich ran, ihr seid mal wieder brutal aufgeregt, denn jetzt kommt eure Kategorie. Ihr habt schon Herzklopfen, weil ihr euch denkt, ihr habt mich so bemüht der Woche. Wann ist endlich soweit? Und ich werd Wellensittich der Woche. Jetzt ist soweit. Juhu. Dass mal wieder einer von euch Wellensittich der Woche wird. Und zwar stehst auch du schon lange auf unserer Liste. Er kommentiert ganz viel auf Spotify. Er rührt sie aber auch ganz regelmäßig auf Instagram. Aha. Und da gibt's einen Kommentar, den ich euch da sehr dringend vorlesen möchte. Und zwar ist der Kommentar: Es gibt übrigens eine unabhängige Studie des Wellensittich-Instituts und der Vereinigung der Ostschweizer Ornithologensektion PIEP, dass dieser Podcast bildungsfördernd ist und die 3 Sittiche, die ihn leiten, die smartest women alive sind. Oha. Jan, seien wir uns ehrlich, das ist ein Fakt. Und deswegen bist du der Wellensittich der Woche. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank für deinen Support. Juhu. Wir schicken dir demnächst eine Nachricht, dann gibst du uns deine Adressdaten durch und du kriegst das Wellensittich der Woche Brieferl zugestellt. Merci. Dankeschön. Jan, du geile Sau.
Merci. Ja, dann schauen wir mal, ob es die Post in der Schweiz besser hinkriegt als in Niederbayern. Hoffen wir. Ist das ein Schweizer? Ich weiß nicht, er hat jetzt von den Ostschweizer geredet. Ach so. Natürlich ist es ein Schweizer. Dann ist er wahrscheinlich einer. Grüße. Aber gewiss wissen der wir es nicht. Aber gut. Wenn Sie rausfinden, das wären hohe Portokosten. Aber für euch, Ja. Für euch geben wir doch alles. ja. Naja. Ähm, Naja, wenn man Dinge öfter mal nach Niederbayern schicken muss, die Briefe öfter nach Niederbayern schicken muss, weil es der Postsepp nicht zusteht, weil es immer für sich selber behält. Das finde ich so krass, dass echt der Brief Ja. nie ankommt. Beim Kreuzbirma am Hollerstaun. Wir haben schon 2-mal einen Wellensittich der Woche Brief nach Niederbayern geschickt, zum Marcel, zum Wellensittich der Woche Marcel, von vor gefühlt 100 Folgen und er kommt einfach nicht an. das kann nicht sein. Hör auf, regt mir das. Deswegen. Wahrscheinlich kommt jeder an und der Marcel sammelt einfach und verarscht uns richtig. Ja, wie viel schicken uns noch? Die blöden Alten. Wahrscheinlich verkauft das schon teuer auf eBay. Ja, ich glaube, da kriegt man extrem hohe Summen. ja. Kann ich mir Ich auch muss noch in vorstellen. Schutz nehmen. Er hat jetzt letztens geschrieben, wir brauchen keins mehr schicken. Er hat aufgegeben. Das habe ich auch Das finde ich gelesen. irgendwie traurig. Vielleicht fahren wir näher mal einen vorbei, wenn wir das Weges Machen wir halt sind. einen Ausflug. Ja. Was soll's? Mama. Genau. Wir machen einen Ausflug zum Marcel. Koch was Schönes, Marcel. Wir freuen uns. Bis dann. Danke. Bist der Beste. Liebe Freunde, ihr seid außerdem alle die Besten. So ehrlich, wo ich sei, bitte. Ja, Um auch weiterhin den Titel zu behalten. Folgt uns auf Instagram, auf TikTok. Abonniert den YouTube-Kanal von der Anja. Abonniert den YouTube-Kanal Wellensittich Stammtisch. Habt ihr auch schon gemerkt, dass wir Facebook-Seiten haben? Wenn, nein. Was ist los mit euch? Wir erzählen es euch doch dauernd. Bitte schaut auch da einmal vorbei. Und wenn es nicht zu viel verlangt ist, darf man nur gern ein bisschen was von eurer Zeit stehlen. Und die investiert ihr in eine 5-Sterne-Bewertung in uns. Vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns auch nächste Woche wieder in euren Ohren innen drin. Bis dahin, Servus. Macht's es gut. Wir küssen doch eure Schnäbel. Tschüss. Also na, so was hörst du nicht. Pfui Teufel, schalt aus das Klump jetzt.